Psalm 37 vom David. Reg dich nicht auf über einen Unflätigen, Betrüger musst nicht beneiden. Auf einmal verwelkt's gerade so wie Gras. Auf einmal sind's Tür wie Heu. Hoff lieber auf ihn und mach etwas Gutes. Bleib dort, wo du hingehörst, mit ganzem Vertrauen und geniess ihn von ganzem Herzen. Er tut dir so gern einen Wunsch erfüllen. Er mag dir schon gönnen. Tu ihm deinen Weg anvertrauen. Verlass dich auf ihn, dann kommt's schon gut. Er lässt dein Recht aufgehen wie die Sonne und deine Worte bringt er an den Tag. Bleib still und ruhig, wart auf ihn selber. Komm nicht in die Sätze, weil's andere geratet, was nur erschlichen ist. Dein Zorn lass nur fahren. Es kommt immer Letz, wenn du der Wut etwas machst. Durchtriebene kommen von selber um. Gott schaut nicht ewig nur zu. Wer auf ihn hofft, der erbt einmal sein Land. Musst nur ein bisschen warten, dann siehst du es schon, wie's Unflätige geht. Auf einmal ist keiner mehr rum. Kannst schauen, wo du willst. Aber die Armen, wo man drückt, die erben dann mal sein Land und richten sich auf vor lauter Freude und haben einen Frieden untereinander. Und geht ein Auflätiger los auf einen Gerechten, hintenrum und fletscht mit den Zähnen, macht's ihm keinen Eindruck. Er sieht's schon kommen, wie's dem geht. Der Auflätige zückt sein Schwert und spannt den Bogen gegen die Schwachen und Geraden, um sie zu töten. Aber der überspannt seinen Bogen. Dann bricht er und das Schwert kehrt sich um gegen ihn selber. Es ist besser, mit Recht viel weniger haben, weder mit Unrecht ein Haufen. Durch Triebene geht alles kaputt, was sie haben. Gerechte bleibt alles ganz. Er trägt sie durch. Ihm liegt das Leben von denen am Herzen. Was er ihnen gibt, hat ewig Bestand. Sie müssen nicht verrebeln in bösen Zeiten, haben immer Brot in der Hungersnot. Aber Durchtriebene kommen um. Die leben ja nur gegen ihn. Schön sind's wie prächtige Wiesen, aber auf einmal ist alles vorbei. Wie Rauch sind's verschwunden. Geschänder und Korrupte müssen pumpen und können nicht mehr zahlen. Bewährte können teilen und schenken. Die sind die Gesegneten, denen gehört das Land. Die anderen sind wertlos und werden gestrichen. Er lenkt die Schritte von einem tapferen Mensch. Dem sein Weg gefällt ihm am besten. Fliegt der einmal um, bleibt er nicht liegen. Er gibt ihm die Hand und stellt ihn auf. Ich bin auch jung gsi. Jetzt bin ich alt. Aber nicht einisch habe ich einen Gerechten einsam gesehen und verlassen und seine Kinder betteln. Immer hat er grosszügig teilen und auch verlehnen. Ein Segen sind's gsi, seine Kinder. Du flüchte vor dem Bösen, mach's Gute, nur das verhebt für immer. Der Gerechtigkeit gilt seine Liebe. Er lässt seine Freunde nicht im Stich und tut sie immer behüten. Nur Unflätige lässt er verderben. Bewährte sind Erben vom Land, die dürfen ewig darin wohnen. Sie meditieren das Geheimnis vom Leben und berichten einem offen und ehrlich davon. In ihrem Herz ist seine Tora. Drum
geraten sie nie nebendraus. Ein Unflätiger passt ständig auf einen Gerechten, wie er ihn echt könnte lecken. Er lässt ihn nicht in dem seiner Hand. Und wenn er ihn auch vor Gericht würde nehmen, ließ er ihm nichts die Schulden kommen. Hoff immer auf ihn, bleib auf seinem Weg. Er bringt die Schutzehre als Erbe vom Land. Und dann kannst du sehen, wie's Unflätigen geht. Ich habe so einen selber gesehen. Der hat sich breit gemacht, wie ein Baum. Und dann bin ich wieder an ihm vorbei, aber nichts mehr ist rum von ihm. Ich habe ihn gesucht und nicht gefunden. Nimm dir ein Beispiel an einem einfachen Mensch. Schau gut auf einen Geraden, dann hast du Frieden und auch eine Zukunft. Abtrünnige kommen von selber um. Für die gibt's nie eine Zukunft. Die Freiheit von Gerechten, die kommt von ihm. In schweren Zeiten sind sie nicht allein. Er hilft ihnen schon, dann kommen sie davon, aus der Hand von einem Geschänder. Sie haben ja Vertrauen auf ihn.